Mitten in der Nacht ist natürlich im Pokémon tagsüber. Tja, so kann's gehen, wir sind natürlich wieder bereit für ein neues Abenteuer mit diesem Typ hier. Ein starker Pokémon, achso, nee. Den hatten wir schon, jetzt ist eigentlich tagsüber Spiel, war im Gegensatz zum letzten Part. Mal gucken. Es könnte ja sehr, sehr Glück haben. Oder auch Pech haben. Oh Mann, ich hätte gerne mal ein paar seltene Pokémon. Wäre schon cool, wenn ich die irgendwie alle erst am Schluss fangen müsste. Was? Wieso bist du schneller als mein... Wollte gerade sagen. Vogel schneller als eine Eule, ist klar. Oh Mann, ja gut, dann halt nicht. Wir machen direkt weiter. Jetzt müssen wir mal gucken. Den hatten wir auch schon. Fossilien-Labor. Moment mal, ich hatte irgendwie was im Hinterkopf, dass hier irgendwas Bedrohliches war. Deswegen erstmal meinem Eule. Meine Eulen Trank geben. Deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Doch nichts in Hand wäre, aber irgendwo hier gab es ein spezielles Item. Moment mal. Okay, dann ist natürlich auch cool, vor allem wenn man irgendwie Bock auf Alola Raichu hätte. Ich hätte aber schwören können, dass... Ja? Okay. Ich dachte, wäre ein bisschen was Epischeres. Egal. Fossilien! Ich will Fossilien haben! Ja, gut. Der Fossilien-Typi. Und wir gehen zum Pokémon Center. Das liegt ja voll im Center. Und, ah ja, genau, hier kommt ein Wohnkomplex, genau. Hier im Wohnkomplex gibt es nämlich noch ein bisschen was Spezielles. So speziell, in Anführungszeichen. Wellbrecher Marin. Wer wird wohl in einem Kampf zwischen Mesquia und Wellbrecher Marino siegen? Wieder eine Anspielung auf die 4. Generation. Remake und so weiter. Mal gucken. Der Schattendschungel. Oh ja, da wäre vor allem dann der Herrscher. Könnte eine Knacknuss werden. Ja, da hat er recht. Also eine Knacknuss, ich sag's mal so. Herrscher-Pokémon, wenn man natürlich irgendwie Typvorteil hat und mittlerweile sogar Z-Moves, sind die ja sowieso gar kein Problem. Aber wenn man das halt nicht hat und die Herrscher zum Zuge kommen lässt, kann's übel werden. Und damit mit dem Schattendschungel hatte ich in Sonnens auch kein Problem. Weil ich ja da mit Sunder war Starter plus Z-Attacke, Feuer und Tschüssikowski. Aber, wie ich gehört habe, kann das ja ganz anders laufen. Okay, Pokémon-Ressort. Mit Glurage, warum nicht? Ich hätte ja auch vielleicht eine Gicht. 10-mal den Finsterball, weil wir ja so finstern bald. Keine Ahnung. Ich red nur Käse. Mit ein bisschen Mayonnaise. Verdammt, kam zu spät. Haben wir hier noch etwas? Natürlich was zu verkaufen. Alter Schwede. 4000. Ja, das macht so. Das macht weniger Fun. Ich verkaufe hier den Scheiß hier. Ja, diesen Scheiß hier. So. Jetzt wäre wohl die Frage, hat der andere Typ vielleicht noch ein paar Superschütze? Ich habe es Prüfung bestanden, geil, Mann. Ich finde sowieso crazy, dass der sagt, weil, wenn ich hier hin will, muss ich hier als Prüfung bestehen. Geht gar nicht anders. Also, oder ich habe irgendwie noch was nicht gesehen, sag ich jetzt mal. Von wegen so, Mike, wenn du da durchgehen würdest, kämpfst du auch vor schon lang. Und ich so, toll. Kann natürlich raus sein. So, Superschutz, na endlich mal. Das hat gedauert. Nehmen wir auch schon mal noch ein paar Zitterorbe mit. Ich denke, ich werde jetzt sicher irgendwann demnächst mal versuchen, eine Shiny Fang Quest, Shiny Fangrade zu starten. Was? Wollen wir ganz kurz? Dann nehmen wir Kurelei auf.
Genau. Kann man nicht coolerweise auch suchen. Ich kann es gerade mal ein bisschen erwähnen. Und zwar möchte ich gerne im Schattendschungel den, ja, Pavian fangen. Also sprich, es gibt ja ein... Obwohl, ist es ein Pavian? Nein, es ist ein Orang-Utan, genau. Entschuldigung. Ja, es gibt ja in Sonne und Mond gibt es einen Affen, den man halt nur in einer von meinen Versionen fangen kann. Den Sonne fand ich jetzt nicht so cool, aber der in Mond, der hätte vor allem vom Typus her und so wäre noch ganz interessant. Oh, kann er fighten. Da dachte ich mir so, okay, versuchen wir ihn zu fangen, ein bisschen zu trainieren, mal gucken, was er so kann. Ja, 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 das wäre geil. Die Golferin Alena. Miauts, genau. Du musst ja wissen, Kuppel. Alola Mauzi. Ich hab hier natürlich, ja toll, war ich Pflanze, Flug, Eis, bringt alles nix. Aber Rettos ist ein bisschen lahm, merkt man, Weil ich meine, Mauz ist nicht unbedingt eines der schnellsten Pokémon und glaube, Alola Mauzi hat nicht so großartig andere Werte. Außer natürlich enttäuscht mich irgendwie. So, komm, jetzt mal hier mit Kraftreserve auf Eis! Zum Glück, ey. Wäre schön peinlich gewesen, dass gereicht hätte. Nö. Ich pflege dich jetzt nicht. So voll brutal, weil ich pflege dich jetzt nicht. Haben wir den noch? Ein paar Golfer, die mit uns anlegen wollen. Was soll denn das? Golferflur wieder reinguckt. Ja, was will der? Ich will weiter golfen. Da habe ich im Gegensatz nichts dagegen, weil ganz ehrlich. Ja gut, natürlich ein Flug war. Natürlich schneller sein. Aber Rettus bist doch schneller, oder? Sag mal, dass du schneller bist. Na, Gott sei Dank. Dankeschön. Lalala. Und der Florian ist im Eimer. Lalala. Ja, der Florian. Ja, der Herr Florian. Der Herr Florian. So, bevor wir da reingehen, noch ganz kurz hier in die, ich glaube hier war es, wa? Die Rezeption, genau. So, dann sind wir überlegt. Das sind wir jetzt in der dauerhaft Vermieter, wird so schnell nicht frei. Aber 2 Jahre im Voraus bezahlt, ein Junge. Ich weiß wohl Geld zahlen wir noch zuvor. Team Skulls als Mitglieder wohl nicht genug, von den Mitgliedern leben zu können. Okay. Da lebt, also wohnt, sag jetzt mal, ein Junge, der Geld von Team Skull bezieht. Und Team Skull wissen wir ja, das sind Verbrecherorganisationen und so, und das wissen die ja auch. Warum vermieten die einem Mitglied von Team Skull ein Zimmer? Mal reingehen. Oh mein Gott, das ist Gladio! Lass mal in Ruhe. Mit was? Lass mal in Ruhe. Okay. Aber eine interessante Inneneinrichtung. Naja, Standard halt. Hat hier was geschrieben? Ich komme nicht dran. Schade. Hätte ja auch klappen können. Okay. Nö, ja, ist sowieso nur das Zimmer da. Ja, das war alles hier, wa? Also, das ist ja faszinierend. Ach so, die Reislaus. Ach du Scheiße. Ganz kurz gucken. Reislaus, wie hole ich die am besten? Ja, ich habe noch so eine... Jetzt zeige ich es mir ganz kurz, aber wir sehen es sowieso gleich. Da vorne, bis nur mehr, da sieht man... Ja, doch, man sieht es, da ist ein Reislaus. Problem ist nur, wenn ich da irgendwie hin will, nimmt es halt logischerweise Reis aus. Und ziemlich schnell. Wir sind eigentlich schon vorbei, weil mir... Ihr seht hier auch Zertrümmer und so weiter. Da kann ich angeln, okay. Sonst komme ich hier eigentlich noch nirgendwo lang. Da ist ein... Ja. Tauchen? Nö, wir brauchen zu tauchen. Ich habe einfach mal irgendwie einen 10 Meter Arm. Oh. Die waren aber noch relativ stark. Und ein Karatebunder Kind. Ja, was mal weiter mit dem. Okay. Let's do this, guys.
Let's fight! Tim und Jonathan. Hey, Tim! Ist kleiner, als ich mir vorgestellt habe, aber gar kein Problem. Oh, auch beide. Nein, jetzt hat die Rettung ja noch draußen. Okay, Doppelkampf. Es ist alle 3DS, deswegen, es wird ruckeln wie Sau. Trifft die beide. Jo. Ich meine, ist Fee, hallo? Fee gegen Kampf. Was für ein Krampf. Ah, hätte fast gereicht. Oh, Volltrefferquote. Geht noch, dankeschön. So. Alter, ja, tut mir leid, Leute. Wie gesagt, ist alt 3DS noch, bis ich da mal New 3DS XL zum Aufnehmen habe. Ich bin immer am Gucken und so weiter, aber offenbar ist, naja. Ich sag's mal so, derjenige, der das eigentlich liefern sollte, zum Einbauen dann, die ganze Capture Card mäßig, der ist das längerem im Verzug, ich sag's mal so. Ist auch, also ja, ist nicht unbedingt so kommunikativ, irgendwie alle paar Monate kommt mal eine Message von wegen, ja, ich bin bald soweit und so. Und demzufolge, es kann, aber auch schon mal erwähnt, aber von wegen, es kann sein, dass morgen irgendwie nachher kommt, ja, jetzt sind unterwegs und so, und andererseits kann es noch ein paar Jahre dauern. Zumindest fühlt sich gerade so ein bisschen für mich so an. So, Reislaus, wa? Mach mal ganz, ich versuche mal echt zu konfrontieren, ihr müsst mit Tauros, müsst ihr, glaube ich, gehen, wir müssen schnell genug sein. Jo. Mit Tauros bin ich schnell genug, aber ihr habt gesehen, das ist ziemlich schnell, wenn ihr nicht irgendwie so überrumpelt. Kriegt ihr das Vieh nicht zu packen. Ansonsten Reislaus, glaube ich, ziemlich coole Werte. Auch die Entwicklung, aber ich finde es hässlich. Reislaus selbst geht eigentlich noch, aber die Entwicklung davon, die ist sowas von hässlich. Ich habe selten so ein hässliches Pokémon gesehen. Ich glaube echt nur irgendwie Unra, Tytox und Deponitox. Ich glaube, die einigen das sind ganz übertrumpfen noch, aber ansonsten will man Unra Tytox, weißt du, so erstmal ein scheiß Name, scheiß Aussehen. Nennen sie ohnehin insgeheim nicht Unra Tytox, sondern unreines Stück Toxin. Das habe ich mir ursprünglich mal gemerkt. Weil mein Name, hallo. Ah, stimmt, das wäre der Quatsch, kann es gar nicht richtig schwächen, genau, weil es sofort flieht. Deswegen auch Reiß aus, wa? Das war das speziell in diesem Pokémon. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Es gibt eine Möglichkeit, man muss auf direkten Ball werfen, weil eben sobald getroffen wird, können es erstmal einschläfern. Ja, dummerweise nix. Ja. Noch mal kurz versuchen. Wir haben im Prinzip Zeit, wir haben keinen Zeitdruck und so. Zum Glück nicht. Wir wollen auch ein bisschen was erleben und Reißaus ist doch ein Pokémon, das mir in Son auch noch fehlt, weil eben wegen der Fähigkeit da und ich dachte mir so, nee, komm, mach erstmal Story weiter. Und schnapp es mir später, aber es fehlt immer noch. Wobei ja auch kein Kunststück ist, weil ich glaube, Sonne habe ich seit. Ich glaube, das ganze Jahr habe ich noch gar nicht gezockt. Also sprich, natürlich 2017 war, also auch schon knapp fast schon einen Monat her. Und es ist nicht da. Dauert es vielleicht eine Weile, wa? Weil es muss natürlich mehr als eins geben, logischerweise. Ich dachte, wenn ich. Da muss ich vielleicht das Gebiet wechseln. Warte mal ganz kurz. So, das ist Route 5. Ah, genau, Route 5 war nach dem Trainer besiegen. Ah, nice wieder. Ich versuche es jetzt trotzdem noch einmal und dann die halt direkt mit Bällen. Ja, natürlich ein. Ja. Geht natürlich auch so mit Tauros, wenn du schnell genug bist. Was ich sagen wollte, wäre natürlich auch eine Variante, dass man sich sagt, okay, ich versuch's nachts über wegen Finsterbällen, wenn du eine höhere Chance hast. Also darf es nicht angreifen. Tja, pausieren und so kann ich eigentlich auch nichts machen, weil ich nichts habe. Ich kann also nur einen Ball werfen. Aha, da ist ein Käfer und Wasser. Komm schon, wirk vierfach so stark. Ja, cool, wa?
Offenbar ist es auch cool. Reislaus, wo... Im deutschen Essay. Aber Level 27! Es fehlt nicht mehr viel für die Entwicklung. Ja, das ist so geil. Ja, geil. Ja, da haben wir den Reislaus, den kleinen ist ja egal. Es mag verschiedene Habitate, vom Strand bis hin zum Meeresgrund. Unterwegs frisst es gern Faules und ist eine natürliche Reinigungskraft vom Typ Käfer Wasser. Natürliche Reinigungskraft, wie Slime oder was? Ja, mir fiel gerade irgendwie spontan was ein vorhin. Ist so irgendwie, ja, nicht gerade sehr originell, aber irgendwie auch ein bisschen witzig. Fling. Nee, nicht mit M, mit N. Flinchy. Naja, Flinchy quasi von Flinchig und so weiter. Ich blick gerade. Hat doch eigentlich noch eine Bedeutung. Muss man ganz kurz überlegen. Flinchig. Irgendwas mit Kombination mit Wasser. Ich könnte gerade nicht mehr sagen, ob das irgendwie auch was mit dem, ja, ob das irgendwie ein deutsches Wort, ein schwarzdeutsches Wort jetzt wäre. Explizit oder wo irgendwie daher kommt. Könnte ich gerade nicht mehr sagen. Okay, Käfer tut es da immerhin. Die Werte. Naja, egal. Reißaus natürlich. Auf die Hälfte des Maximalwerts oder weniger. Aha. Sich ängstlich zurück. Ja, was machen wir beim Trainieren? Ich meine, haut da einfach ab und du musst ein anderes reinschicken oder was? Ich hab gerade überlegt, wegen irgendwie strategischem Vorteil. Fällt gerade irgendwie, ja gut, im Fokusgurt zum Beispiel, war. Ja, zum Beispiel, wenn es irgendwie direkt provozieren könnte, aber an und für sich fällt mir jetzt sonst kein großer Nutzen ein. Riesenperle, oh! Ja, du auch praktisch, wa? So, was soll ich noch machen? Kurz gucken, wieder trainieren, wa? Und zwar, jetzt geht auch wieder Domi. Weil irgendwas fehlen noch etwa 3 Level entwickelt er sich und denke mir so, komm, machen wir jetzt mal. Bisschen Priorität und so weiter. Und für uns heißt das, wir machen uns endlich auf zu Route Nummer 5. Denn ich würde gerne, wenn es irgendwie drin liegt von der Zeit, das heute noch fertig kriegen. Okay, ja, dann noch ein bisschen, wenn ich da bin. Gut. Aufpassen hier. Denn sonst falle ich wieder runter. Dschungel, ich habe Glurak. What's that? Was ist das für ein Pokémon? Es ist ein Alola-Dicta! Ohne Haarausfall. Aber mit 3 wird er tough. Nee. Erstmal sieht so scheiße aus. Warum ist das Vieh noch vom Typ Stahl? Warum? Warum Boden Stahl? Wer hat's den Quatsch ausgedacht? Pudenstahl-Pokémon. Dicta. Ja, aber mit dem Typ kommt es eigentlich gar kein Problem. An und für sich, aber. Das war knapp. Ne, mir geht. Ja, super. Hallo, ich bin Pat. Zeig mir doch mal deine Pokémon. Patsy Pats. Ne, mir geht's echt mehr. Das Aussehen auch mit den Haaren und Dictri da. Also, es gibt hier wirklich Alola-Formen, die sehen auch cool aus und so weiter. Oh, der Käferbus. Der Käferbus kommt auch bald ins Team. Das ist der, den ich dann von Sonne rüber tauschen will. Denk an den Pokébären. Hallo? Tobi! Was treibst du da? Erst die Arbeit, dann das Futtern. Was? Also stimmt ja. Eine Flugattacke? Ich dachte nur gerade, er ist ja. Ja. Wissen wir ja, wa? Käferflug deswegen. Käferflug, Käfer Elektro. Deswegen machen Flugattacken nur normalen Damage. Boom! In your Schnabel, Alter. Domi hüllt sich in die ominöse Z-Kraft. Er beherrscht die fulminanten Faustschläge. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Domi-Style. Wow. Das war sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend.
Scheiße Coupé. So, bald haben wir's und noch ein Biss von diesem nervigen Käfer. Ruheort kommen. Wir müssen zur Ruhe kommen und die Lippen spreizen. Oh oh, Akrobatik, das wird wehtun. Aua, ich darf gleich noch mal ran. Das war der Biss. Ein bissiger Biss und du bist tot. Sind so cool, Mann. Jo, das stimmt. Die Pokémon sind so cool. Na? Was? Knirps ist okay, aber mir ist lieber, wenn man mich einen Hosenmatz nennt. Okay. Was soll das? Hosenmatz. Welches Kind will, dass man ihn Hosenmatz nennt? Sag mir einen, sehr gut er jetzt, aber trotzdem. So, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen im nächsten Part also. Hier hochgehen, die Themen reinsammeln, runter, den Routenboss irgendwie platt machen. Dann ab in den Wald und gucken, wie es mit der Prüfung aussieht, wa? Oh, verdammt, der Herrscher. Ich hab Angst vor dem Herrscher. Verdammt, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.